Heute ist Karfreitag. Wir haben bewusst einen Text aus dem Alten Testament, Sacharja, diesen Propheten, den wir heute zusammen lesen möchten. Und wenn wir jetzt diese alten Schriften anschauen, ist das wirklich absolut faszinierend, dieser Text heute, der so direkt in den Karfreitag hineingeht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesen Alttestament-Texten. Für mich ist das wirklich eine Ermutigung für den Glauben. Vielleicht denkst du manchmal, also Pastoren, die glauben sowieso an Gott und so, ist ja logisch, das geht ja gar nicht anders. Aber es braucht ja immer Dinge, die einem irgendwie diese Zuversicht geben, dass der Glaube an Jesus verhält, dass die Bibel zuverlässig überliefert ist. Und wir sind gestartet in diese Serie mit der Einführung in Sacharja-Buch. 520 vor Christus wurde das geschrieben. Und das ist schon unglaublich, wie es Prophetenworte gab in diese Zeit hinein. Und wie wir sehen im Rückblick, wie sich das wirklich so präzise und genau erfüllt hat. Also für mich ist das etwas unglaublich Glaubensstärkendes, wenn ich die Bibel lese und sehe, wie zuverlässig und treu das Wort Gottes spricht in die Weltgeschichte hinein und auch in mein persönliches Leben hinein. Und deshalb finde ich es sehr ermutigend, wenn wir heute am Karfreitag ins Alte Testament eintauchen und zusammen schauen, was wir da entdecken dürfen. Wir haben am letzten Sonntag darüber auch gesprochen, dass Alttestament-Prophetie oft in Bildern spricht. Das ist auch die Ermutigung, die Bibel einfach zu lesen, diese Bilder anzuschauen und dann zu schauen, was das für eine Aussagekraft hat, dieses Bild. Und heute haben wir ein ganz spezielles Bild. Es wird nämlich nicht nur so beschrieben, sondern Sacharja wurde tatsächlich aufgefordert, dieses Bild so darzustellen oder zu spielen. Also das war irgendwie da plötzlich so real im Leben drin. Es ist ein ganz spannender Text, Kapitel 11. Er startet mit ein paar Versen, die so eigentlich in Poesie geschrieben sind. Man müsste das in Gedichtform aufschreiben, Verse 1 bis 3. Am Ende gibt es nochmals einen Vers so in Poesieform. In der Mitte ist das Bild präsentiert, das dann so ein Prosatext ist, also einfach der Reihe nach aufgeschrieben. Und zuerst in den ersten paar Versen geht es dann um diesen Messias, diesen Retter von Israel, der einmal kommen soll, beim ersten Kommen, der als guter Hirt kommt. Und das ist der Text, den wir heute anschauen. Dann gibt es noch ein paar Verse, die schon in die Zukunft zeigen und sagen, irgendwann kommt dann ein böser Hirte, der genau das Gegenteil ist von diesem Messias. Und wir schauen uns diesen Zwischenteil an in diesem Text, wo es um dieses erste Kommen des Messias geht. Und es ist spannend, schon in diesem Text sieht man, dass es Leute gegeben hat, die haben diesen Sacharja gehört und die wollten nichts mit ihm zu tun haben und andere haben das gehört und haben ihr Herzen aufgemacht und haben erkannt, hier spricht Gott. Das ist auch mein Wunsch für die Predigt heute, dass jeder, der hier ist, auch jeder, der zu Hause im Livestream mithört, dass ihr erleben dürft, dass wir erleben dürfen, wie Jesus zu uns spricht, dass er uns heute anspricht. Und deshalb möchte ich auch für den Einstieg für diese Predigt beten. Danke, Jesus, dass wir heute dein Wort lesen dürfen, deine alten Schriften, deine heilige Schrift und dass du zu uns reden möchtest. Und es soll nicht irgendwie in Kraft geschehen oder mit gewaltigen Worten oder so, sondern in deinem Geist soll es geschehen. So bitten wir dich, dass du Raum nimmst, dass du unsere Herzen öffnest und dass du das redest, was du vorbereitet hast. Amen. Wir tauchen ein in diese Stelle in Sacharja 11 und starten mit Vers 4. Wer die Bibel hat, darf sie gerne auch mit aufschlagen. Sacharja 11 ab Vers 4. Da heißt es: So sprach der Herr, mein Gott, weide die Schlachtschafe, denn ihre Käufer schlachten sie und fühlen sich dabei unschuldig und ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden und ihre Hirten verschonen sie nicht. Also so beginnt dieser Text hier. Und er beginnt mit einer Aufforderung an den Propheten Sacharja selbst. Geh hin und weide die Schlachtschafe. Ich kann mir vorstellen, Sacharja hat gesagt, was? Soll ich das jetzt echt machen? Also meinst du, ich soll hingehen und wirklich so zu einer Schafherde gehen und diese weiden? Wenn wir weiterlesen, merken wir dann im Text, dass das tatsächlich so gemeint war und dass dieser Sacharja tatsächlich hingegangen ist. Und er hat gesagt, gut,
mache ich mich zum Hirten. Vielleicht hat er noch ein bisschen mit Gott gerungen. Muss das jetzt wirklich sein? Also. Und Sacharja ist aufs Feld gegangen, zu den Hirten. Und offensichtlich, also wir haben uns überlegt, wo sind wir da, in welcher Situation, 520 vor Christus. Offensichtlich gab es in der Nähe von Jerusalem Herden, die gezüchtet wurden, Schafe, die gezüchtet wurden, um dann im Tempel, oder Tempel gab es noch nicht, aber der Altar war schon gebaut, um dort geopfert zu werden. Also Sacharja ging zu den Schäfchen hin, so. Ja. Gesagt, ich hüte jetzt diese Herde mit diesen Schlachtschafen. Und tatsächlich war der Altar schon aufgebaut zu dieser Zeit, aber es wird hier auch eine Situation geschildert, die nicht ganz optimal war. Also offensichtlich gab es da irgendwelche Hirten und denen waren die Schafe egal. Geh mal da rüber! Irgendwie so waren die unterwegs, oder? Da gab es auch einige Verkäufer, die haben dann die Schafe gekauft und weiterverkauft. Die waren nur auf ihren eigenen Reichtum bedacht. Hoffentlich wird die Kasse schön gefüllt. Und irgendwelche Käufer, die haben da die Schafe geschlachtet und geopfert, aber denen war das irgendwie wie egal. Die haben es ohne Gewissen getan. Und es wird uns hier so eine Art religiöser Kult beschrieben, der ohne Herz stattgefunden hat. Und gleichzeitig ist da dieser Sacharja hingegangen zu diesen Schafen, hat dieses Prophetenwort gesprochen und diese ganze Darstellung wurde dann zum prophetischen Wort. Und wir fragen uns jetzt, ja, was bedeutet das? Schlachtschafe, was ist da gemeint mit dieser Herde von Tieren? Und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, sehen wir, dass immer wieder das Volk Israel als Herde beschrieben wird. Als Herde Gottes, die von Gott selber geweidet wird. Und wir fragen uns jetzt, ja, Schlachtschafe, passt das auch? Und wir merken, ja genau, das ist die Beschreibung des Volkes Israel, weil seit ihrem Bestehen ist es eine Herde, die immer wieder aus irgendwelchen Gründen abgeschlachtet wurde. Also wenn wir diese Geschichte von Volk Israel anschauen, dann sehen wir schon in Ägypten, als das Ganze begonnen hat, wurden sie nicht nur versklavt, sondern der Pharao hat irgendwann gesagt, alle Kinder werden in den Nil geworfen. Quasi abgeschlachtet. Und so ging es weiter durch die ganze Geschichte. Wir haben dann die Königreiche, die gekommen sind, und dann wurden diese erobert und platt gemacht. Zuerst kamen die Assyrer, haben das Nordreich platt gemacht, dann kamen die Babylonier, haben Jerusalem erobert und so das ganze Jerusalem platt gemacht. Viele Menschen wurden dahin gemetzelt und so ging es weiter in der Geschichte. Dann irgendwann kam die Zeit, als sie zurückkamen. Sacharja, trat dann auf und andere Propheten. Ein paar hundert Jahre später kam irgendwann Jesus und kurz danach haben die Römer Jerusalem wieder platt gemacht. 70 nach Christus, 1 Million Tote. Das Volk Israel, die Juden haben sich wieder erholt. 135 nach Christus und der Kaiser Hadrian wieder alles platt gemacht, wieder 1 Million tote Juden. Und so hat es sich weitergezogen durch die Geschichte. Immer wieder haben wir diese Pogrome gegen die Juden. Wir haben diese schreckliche Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo etwa 6 Millionen Juden einfach dahingeschlachtet wurden. Also man kann es nicht schöner sagen. Wir haben kürzlich diese Ereignisse, wo die Hamas kommt und sagt, unser Ziel ist es, die Juden abzuschlachten, um in diesem Wort zu bleiben. Und so zieht es sich durch die Geschichte. Also ein Volk, das auf unerklärliche Art und Weise wie Schlachtschafe behandelt wird von den Völkern rundherum. Aber wir haben hier auch in dieser Situation so Hirten. Da sind ja Hirten bei diesen Schafen, aber die behandeln sie offensichtlich schlecht. Zur Zeit Zacharias war das wahrscheinlich tatsächlich so. Und diese Hirten waren da und andere Typen. Und das ist das Bild, das uns auch im Alten Testament präsentiert wird. In Jesaja 50, dort sagt Gott, mein Volk war wie verlorene Schafe. Ihre Hirten haben sie auf Abwege geleitet, auf den Bergen sie irregeführt. Sie gingen von Berg zu Hügel, haben ihren Ruheplatz vergessen. Alle, die sie fanden, fraßen sie auf und ihre Feinde sprachen, wir verschulden uns nicht, sondern sie haben sich ja am Herrn versündigt, ohne Gewissen. Also tatsächlich gab es in der Geschichte Israels immer wieder so Hirten,
Führer Israels, denen war das Schicksal des Volks egal. Es gab Leute, die Macht hatten, die haben sich einfach bereichert. Es gab Käufer, sage ich jetzt mal feindliche Mächte, die immer wieder gekommen sind, um es einfach auszuschlachten, was es da zu finden gab. Und dann gibt es dieses Bild, dass irgendwann einmal ein Hirt kommen sollte. So wie dieser Sacharja plötzlich zu dieser Herde ging. Dass plötzlich ein Hirt kommt und wie wir dann sehen werden, für eine kurze Zeit bei dieser Herde ist. Mega spannend. In Hesekiel 34, 11 heißt es, denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Und dann im Vers 23, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Also aus der Abstammungslinie von David wird einmal ein Hirt kommen, der diese Herde weiden wird. Gott selber wird einen Hirt schicken. Und wir schauen jetzt zurück in der Geschichte und sehen, tatsächlich hat Gott einen Hirten zu seinem Volk geschickt für eine kurze Zeit. Jesus ist gekommen auf diese Welt und ist zum Volk gekommen. Und er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte leistet sein Leben für die Schafe, Johannes 10. Also Jesus ist gekommen in diesem Verständnis, ich bin der gute Hirte für mein Volk. Also schon in diesem Vers sehen wir unglaublich spannend, was da alles passiert. Und da fragen wir uns ja, wie war das? Passt das Bild wirklich auf Jesus? Wie war das mit der Herde zur Zeit von Jesus? Dann lesen wir in Matthäus 9,36, wie Jesus hingegangen ist, wie er die Menschenmenge gesehen hat und gesagt hat, wie er Mitleid empfunden hat und hat er gesagt, die sind wie Schafe ohne Hirt, ermattet und vernachlässigt. So hat Jesus die Menschen gesehen zu dieser Zeit. Dann fragen wir uns ja, wie war das zur Zeit Jesus mit diesen Führern, mit diesen anderen Hirten im Volk? Haben die wirklich da schlecht für die Schafe geschaut? Und das ist tatsächlich eine stetige Auseinandersetzung, die Jesus mit den Führern im Volk hatte. Wieso schaut ihr nicht gut für euer Volk? Und gerade in der Woche vor Karfreitag, da hat es sich wie kulminiert, ist es auf die Spitze getrieben worden. Unter anderem lesen wir, wie Jesus in dieser Woche so 8 Weherufe gegen die Führer ausgerufen hat. Zum Beispiel Matthäus 23, 13, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Also offensichtlich haben die Hirten Israels, die Leiter Israels, zur Zeit Jesu die Menschen nicht zu Gott geführt, sondern ihnen Hürden in den Weg gelegt, dass es schwierig wurde, ins Reich Gottes zu kommen. Ich überlege mir auch, wie war das mit Verkäufern? Gab es so Verkäufer zur Zeit von Jesus? Und mir kommt diese Begebenheit in den Sinn, auch in dieser Woche vor Karfreitag, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist, in den Tempel gegangen ist und gesagt hat, ihr macht aus diesem Bethaus eine Räuberhöhle. Und er hat sie rausgeschmissen. Ihr bereichert euch nur an dem Ganzen, aber ihr schaut ja nicht für die Menschen. Dann überlegen wir auch, Käufer kommen hier vor. Irgendwelche Mächte, die sich an dieser Herde bereichern. Und die vorherrschende Macht zur Zeit Jesu waren die Römer. Und viele von euch wissen, wie beliebt die Zöllner waren zur Zeit von Jesus, die Geld eingetrieben haben. Also man könnte sagen, Rom, die römische Macht, hat versucht, möglichst viel auch herauszuholen aus ihren Untertanen und haben, sagen wir mal, das Volk ausgeschlachtet, was möglich war, und dann, wie schon erwähnt, 70 nach Christus auch abgeschlachtet, könnte man wirklich sagen. Diese Belagerung von Jerusalem, diese vielen Toten, die es gegeben hat, kurze Zeit nach Jesus, Jerusalem, der Tempel, alles vollständig zerstört. Also wir sehen einen spannenden Text, der sehr präzise und genau hinweist in diese Zeit, in der Jesus gekommen ist. Und wir lesen weiter im Vers 6. Da heißt es, darum will ich die Bewohner des Landes auch nicht mehr verschonen, spricht der Herr, sondern siehe, ich will die Menschen preisgeben, jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs. Die werden das Land verheeren und ich werde es nicht aus ihrer Hand erretten. Also offensichtlich wird jetzt eine Situation beschrieben, dass weder die Hirten noch die Käufer noch die Händler und nicht mal die Schafe bereit waren für diesen Hirten, dass Gott sagt, ich habe diesen Hirten geschickt, aber nach einiger Zeit
werde ich sie einfach loslassen und sich selbst übergeben. Sie müssen für sich selbst dann schauen und werden einer dem anderen übergeben. Und so ist es genau auch gekommen. Nach der Zeit, als Jesus da war, wurden sie ihrem König ausgeliefert. Und mir kommt so diese Szene von Karfreitag in den Sinn, wo Jesus bei Pilatus war und Pilatus hat Jesus vor die Leute gestellt und er sprach zu den Juden in Johannes 19, seht, das ist euer König. Sie aber schrien, fort mit ihm, kreuzige ihn. Und Pilatus spricht zu ihnen, euren König? Soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antwortet, wir haben keinen König als den Kaiser. Und diesem Kaiser wurden sie dahingegeben. Gott hat sie nicht aus ihrer Hand errettet und ganz Jerusalem wurde tatsächlich platt gemacht. Und auch ganz interessant, ich habe mal in Wikipedia eingegeben, wie das 70 nach Christus, was dort für ein Artikel ist, über die Zerstörung des zweiten Tempels Jerusalem. Und es gibt einen ganzen Abschnitt dort, der berichtet, wie innerhalb des jüdischen Volkes eigentlich ein Bürgerkrieg geherrscht hat. Innerjüdische Streitigkeiten wurde genannt. Da gab es ganz verschiedene Gruppen und offensichtlich haben die sich während der Belagerung durch die Römer innerhalb der Stadt gegenseitig bekämpft. Also das kann man sich fast nicht vorstellen, aber das, was da steht, ist so genau gekommen. Ich will die Menschen preisgeben, jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand ihres Königs. Aber zum Glück geht unser Prophetentext ja weiter. Das ist nur die eine Seite, die da vorhergesagt wird. Im Vers 7 heißt es dann, und ich weidete die Schlachtschafe, ja die Elenden der Herde, und ich nahm mir 2 Stäbe. Den einen nannte ich Freundlichkeit, den anderen Verbindung. Und so weidete ich die Schafe. Also offenbar hat Zacharia das wirklich getan. Er ist hingegangen, hat diese Schafe geweidet. Und das finde ich so ein schöner Ausdruck, die Schafe weiden. Und jetzt wieder dieses Bild, dieser Hirte für diesen Hirte einmal kommen soll, das Volk Israel weiden. Und ich habe da Jesus vor Augen, wie er zu den Menschen gekommen ist, mit ihnen unterwegs war, wie er sie geweidet hat, wie er sich für sie interessiert hat, wie er für sie geschaut hat, wie er sich ihrer angenommen hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er das Reich Gottes verkündet hat, wie er sich Zeit genommen hat, um hinzuhören. Jesus ist gekommen und hat das Volk tatsächlich geweidet. Und dann ist aber hier ganz interessant die Rede, dass es innerhalb dieser Herde ja auch ein paar besonders elende Schafe gibt. Das Wort, was hier für Elende steht, könnte man auch so übersetzen mit arm oder demütig. Und da kommt mir das Wort von Jesus in den Sinn, wie er sagt in Matthäus 5, den Seligpreisungen, glücklich sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Da frage ich mich, was bedeutet denn geistlich arm zu sein, geistlich, sag mal, elend zu sein? Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ich mir bewusst bin, ich brauche jemanden, der größer ist als ich. Ich brauche einen Hirten, ich bin bedürftig. Ich selber bin geistlich arm, ich brauche den geistlichen Reichtum von Gott, der mir Gott schenken möchte. Also offensichtlich gibt es innerhalb dieser Herde ein paar demütige Schafe, die haben gehört, haben erkannt, ich bin geistlich arm. Und tatsächlich war es zur Zeit von Jesus ja so, es gab Menschen, die haben Jesus gehört, haben ihr Herz aufgetan, sind Jesus nachgefolgt, haben geglaubt, ja, das stimmt, das muss ja der Messias sein, das muss ja dieser verheißene gute Hirte sein. Und dann wird hier beschrieben, wie Jesus die Schafe oder dieser Hirt und der kommende Jesus die Schafe weiden wird, nämlich mit 2 Stäben. Der eine Stab, der Stab der Freundlichkeit heißt. Also ich stelle mir vor, wie dann Zacharia gekommen ist, gesagt hat, dieser Stab heißt Freundlichkeit. Denke ich zuerst einfach daran, wie Jesus mit Gnade und Barmherzigkeit gekommen ist zu den Menschen, in Freundlichkeit. Wie wir später im Text sehen werden, hat aber diese Freundlichkeit auch damit zu tun, mit einem Bund, den Gott irgendwie für kurze Zeit geschlossen haben muss mit den Nachbarnvölkern. Vielleicht so ein Hinweis darauf, dass zur Zeit, wo dieser Hirte kommt, Israel, nicht unter Krieg leidet oder so, sondern dass er einigermaßen in Frieden lebt mit den Nachbarvölkern und sich auch mit diesen römischen Herrschern einigermaßen arrangiert hat. Also Freundlichkeit. Und dann den anderen Stab,
hat er gesagt, ich habe auch einen zweiten Hirtenstab. Der heißt Zusammenhalt oder Gemeinschaft oder Brüderlichkeit oder so könnte der heißen. Also es war offensichtlich eine Zeit, in der dieser Hirte dann kommt, wo es einen Zusammenhalt gab im Volk Israel, wo all diese Bürgerkriege und so noch nicht ausgebrochen waren. Und so war es etwa auch zur Zeit von Jesus. So hat Zacharia diese Herde geweidet mit diesen Stäben und wurde selbst zum Bild dieser Prophetie. Und dann geht es weiter in Zacharia 11, Vers 8. Und in einem einzigen Monat habe ich die 3 Hirten ausgemerzt. Und ich verlor die Geduld mit ihnen und auch sie waren meiner überdrüssig geworden. Also stelle mir wieder vor, wie da Zacharia bei diesen Hirten ist und da gab es irgendwelche anderen 3 Hirten und irgendwie haben die es nicht so gut verstanden und er hat die ausgemerzt oder weggejagt. Auf jeden Fall sind sie irgendwie da weggegangen, das war irgendwie ein Thema da. Und auch das ist zum Bild geworden für Jesus. Jesus ist 3 Jahre, eine kurze Zeit, mit dieser Herde unterwegs gewesen. Und er hat die Hirten des Volks, die Führer, hat er in verschiedenen Situationen immer wieder konfrontiert, mit ihnen geredet, diskutiert. Und wenn wir diese Stellen lesen, dann sehen wir, wie er versucht hat, sie zu gewinnen. Und tatsächlich ist es auch hier und da gelungen, dass einzelne Führer Jesus erkannt haben. Denken wir an Nikodemus in Johannes 3 oder Josef von Arimathäa, der dann Jesus ins Grab gelegt hat, der sein Grab zur Verfügung gestellt hat, der auch ein Mitglied des Sanhedrins war, also dieser Führerklasse in Jerusalem. Aber im Großen und Ganzen wollten diese Hirten von Jesus nichts wissen. Und irgendwie wurde Jesus ihrer überdrüssig irgendwann. Wir haben von diesen Weherufen gehört. Wehe, ihr Führer des Volkes. Aber auch diese Führer, diese Hirten wurden völlig überdrüssig von dem Hirten. Und dann lesen wir, nach diesen Begebenheiten, diesen Weherufen, diese Begebenheit im Tempel, wo Jesus gesagt hat, das ist eine Räuberhöhle, wieso macht ihr das so? Dass die Priester, Schriftgelehrten und Ältesten zusammengekommen sind. In Matthäus 26 heißt es, und sie ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Also die sind wirklich Jesu überdrüssig geworden. Und so geht dann auch diese Hirtenzeit vorbei. Wir lesen weiter im Vers 9. Da sprach ich will euch nicht länger weiden. Was stirbt, das sterbe, was vertilgt werden soll, das werde vertilgt. Von den übrigen aber soll jedes das Fleisch des anderen fressen. Ich kann mir wirklich so vorstellen, wie das Zacharia auch gesagt hat, ich will diese Herde jetzt da nicht mehr länger weiden. Diese Zeit ist vorbei, die Darstellung ist vorüber. Und auch bei Jesus war die Zeit der Weide der Herde vorbei. Und wie wir schon gesehen haben, ist nachher eine Zeit für das Volk Israel gekommen, das sehr schwierig war, das geendet hat mit dieser Eroberung von Jerusalem 70 nach Christus. Und dann auch der zweiten 135, wo es nochmal alles platt gemacht wurde, wo die Menschen einander hingegeben wurden. Also das, was hier prophezeit ist, das ist dann geschehen. Und spannend, mir kommt da Jesus in den Sinn. In Matthäus 23, wie er auf diese Stadt Jerusalem schaut und ruft, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Also Jesus selbst hat es angekündigt, eigentlich wollte ich immer diese Herde sammeln, das ist der Wille von Gott, immer wieder hat er Leute geschickt. Aber sie wollten nicht. Und so werden sie wüst gelassen, dahingegeben, das hat Jesus dann gesagt, bis ich wiederkomme. Also Jesus hat in dieser eigentlich traurigen Situation einen ganz neuen Horizont noch eröffnet. Hey, ich werde mal wiederkommen. Auch mega spannend. Und dann hat
offensichtlich die Zeit dieses Zacharias bei dieser Herde geendet. Und so geht es jetzt ganz konkret weiter in diesem Abschnitt in Sacharja. Da heißt es im Vers 10, und ich nahm meinen Stab Freundlichkeit und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Also Sacharja ist gekommen, hat diesen Stab genommen und gesagt, das steht für die Freundlichkeit, für diesen Bund mit den Völkern, für diesen Bund des Friedens, und der zerbricht. Die Leute haben geschaut und gedacht, was bedeutet jetzt das? Und offensichtlich war das ein Zeichen dafür, dass dieser Friede, diese Freundlichkeit ringsherum mit den Völkern zu Ende geht. Und an dieser Stelle lohnt es sich, eine kleine Klammerbemerkung aufzumachen. Das ist tatsächlich dieser Vers 10, ist einer der schwierigsten Verse im ganzen Sacharja-Buch. Was ist mit diesem Bund, mit diesen Völkern gemeint? Also die Erklärung, die für mich am naheliegendsten ist wirklich, dass dieser Stab mit diesem Hirten gekommen ist. Quasi zur Zeit Jesu musste diese Freundlichkeit irgendwie sichtbar sein und ging nachher wieder weg. Und von dem her macht es Sinn, dass das dafür steht, wie Gott geschaut hat, dass Friede herrscht rund um Jerusalem, Israel herum. Einigermaßen Frieden, dass sie da in Frieden und Freundlichkeit leben konnten. Aber dann, als Jesus gekreuzigt wurde, auferstanden ist, in den Himmel gegangen ist, dann war es dann schnell vorbei mit diesem Bund, mit dieser Freundlichkeit. Aber tatsächlich streiten sich die Ausleger auch, haben verschiedene Ideen, was dieser Bund bedeuten könnte. Vielleicht habt ihr auch schon diesen Text gelesen und seid auf andere Ideen, Gedanken gestoßen, was mit diesem Bund gemeint sein könnte. Und tatsächlich ist es schwierig, das ganz genau zu sagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine ganz spannende finde ich auch, dass Gott ja mit Abraham einen Bund geschlossen hat und gesagt hat, in dir sollen alle Völker gesegnet sein. Ganz interessant. Und dann kommt die Zeit von Jesus und da wird, sage ich mal, dieser Bund mit den Völkern zerbrochen. Nicht in dem Sinn, dass Gott die Völker nicht mehr segnen will, aber nicht mehr durch Israel, sondern durch den einen Hirten, der durch Israel gekommen ist. Und es gab tatsächlich ja diese Situation, dass Jesus gesagt hat, einen neuen Bund mache ich mit euch. Und da werden die Völker nicht nur gesegnet durch Israel, sondern sie werden ein Teil vom neuen Bund. Finde ich auch eine ganz interessante Möglichkeit, was das bedeuten könnte, dass dieser alte Bund zerbrochen und aufgehoben wird. Und es gibt noch weitere Erklärungen. Also hier, Klammer zu, manchmal gar nicht so einfach zu deuten, was bedeutet jetzt genau dieser Bund. Aber offensichtlich mit dem Ende vom irdischen Leben von Jesus war auch dieser Bund der Freundlichkeit zu Ende. Und dann gab es ja noch diesen zweiten Stab, der hatte dann auch verbrochen. Ein bisschen vorgegriffen im Vers 14. Darauf zerbrach ich auch meinen zweiten Stab. Verbindung, um die Bruderschaft aufzulösen zwischen Juda und dem Haus Israel. Und auch wenn ich das richtig deute, bedeutet es nichts anderes, als dass dieser Frieden innerhalb von Israeliten bald zu Ende war und eben 70 nach Christus, wie sich das gezeigt hat, diese Aufstände, diese innerpolitischen Fäden, die es da gab, so wurden diese Stäbe zerbrochen und die Zeit des Hirten war vorbei. Jetzt haben wir aber schon ein bisschen vorgegriffen, Vers 14, vorher passiert natürlich noch einiges anderes. Und das gehen wir jetzt quasi wieder zurück. Dieser erste Bund, dieser erste Stabbund wurde zerbrochen. Und dann heißt es weiter im Vers 11. Als er nun an jenem Tag aufgehoben wurde, dieser Bund eben, da erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn war. Also offensichtlich haben diese Elenden, diese geistlich Demütigen erkannt, dass hier wirklich Gott redet. Ich stelle mir vor, zur Zeit Zacharias gab es da auch irgendwelche Leute, die haben plötzlich gemerkt, das ist ja das Wort des Herrn, diese ganze Darstellung, da will Gott reden. Und so war es ja auch zur Zeit Jesu. Es gab immer in der
Zeitgeschichte, in der Weltgeschichte Leute, die haben gemerkt, ich bin geistlich arm, ich brauche den geistlichen Reichtum von Gott. Das ist vielleicht auch ein Punkt für uns, der uns heute ansprechen kann, beschäftigen kann. Bin ich bereit, Jesus als Hirten anzunehmen? Bin ich bereit zu sagen, ich brauche den geistlichen Reichtum von Gott, ich kann den nicht selber bieten? Bin ich bereit, zu den Elenden zu gehören und zu sagen, ich brauche das Reden von Gott, auch für mich und mein Leben? Und jetzt geht die Prophetie noch weiter in die letzte Runde und jetzt wird es richtig krass. Vers 12. Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Also wahrscheinlich hat Zacharia wirklich gesagt zu den Herdenbesitzern, wenn ihr wollt, gebt mir irgendeinen Lohn. Ich habe jetzt schließlich einen Monat lang diese Schafe gehütet. Da wogen sie mir meinen Lohn ab. 30 Silberlinge. Das ist ein guter Lohn. 30 Silberlinge. Was würdet ihr sagen? Ist ein sehr hämischer Lohn. Im 2. Mose gibt es ein Gesetz, welches regelt, was passiert, wenn jemandem ein Sklave umgebracht, ermordet oder irgendwie stirbt auf irgendeine Art und Weise. Da musste man nämlich eine Entschädigung liefern. 30 Silberstücke. Also mit anderen Worten, die Leute haben gesagt, Zacharia, du mit deiner Arbeit bist uns so viel wert wie ein toter Sklave. 30 Silberstücke. Jetzt schauen wir vorwärts zum Leben von Jesus. Und es ist extrem spannend, weil einerseits sehen wir da, wie Jesus auch für 30 Silberstücke verraten wurde. Diese Geringschätzung eigentlich, oder? Das Leben von Jesus ist nicht mehr wert. Wir sehen aber auch in diesem kurzen Abschnitt, wie sich Gott selbst dahinter stellt. Und wir sehen aber auch, wie aussagekräftig diese 30 Silberstücke sind. Der Lohn oder die Entschädigung für einen toten Sklaven. Interessant. Es gab einmal diese Situation, als Jesus mit den Jüngern gestritten hat. Wer darf der Erste sein? Und Jesus sagt dann, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also mit anderen Worten sagt Jesus, ich bin gekommen, um der Diener der Menschen zu werden. Oder krass gesagt, um der Sklave der Menschen zu werden. Um mein ganzes Leben dem Menschen hinzugeben, unterzuordnen. Ich habe selbst mein Leben für die Menschen, möchte es dahin geben, als Lösegeld für viele. Das ist die zentrale Botschaft von Karfreitag, oder? Dass Jesus gekommen ist, um uns als Gott, um uns als Menschen, als Sklave zu dienen. Und die Menschen haben 30 Silberstücke bezahlt, um ihn zu verhaften, und haben damit gesagt, so viel wert wie ein toter Sklave. Und Jesus hat sich selbst in den Tod hineinbegeben und hat sich selbst zum Sklaven gemacht. Da heißt es aber weiter, aber der Herr sprach zu mir, wirf ihn, also dieses Geld, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis. Super ironisch, oder? Dessen ich von ihnen wertgeachtet worden bin. Auch das spannend. Gott stellt sich da wie hinter Zacharia und im Bild hinter diesen Hirten. Gott selbst sagt, wenn dieser Hirt so wenig wertgeachtet wird, dann achten sie auch mich, Gott, so wenig. Dann heißt es, da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Also offensichtlich ist Zacharia hingegangen in den Tempel und hat diese Silberstücke diesen Töpfern, diesen geringsten Handwerkern, die es damals so gab, hingeworfen. Und auch hier staunen wir, wie genau berichtet wird, was da geschehen ist.
Und an dieser Stelle wechseln wir den Text und gehen zu Matthäus. Matthäus 26, da ist Judas, der Jünger von Jesus, Judas Iskariot, der gekommen ist zu den hohen Priestern. Und er sprach: Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn, also Jesus, euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Ich finde das faszinierend, wie das prophezeit wird, so viele 100 Jahre vorher und dann so präzise erfüllt, wie zuverlässig die Bibel ist. Nachher kam diese Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert hat, diesen neuen Bund eingesetzt hat, Judas, der sich hinausgeschlichen hat. Sie haben ein Lied gesungen, sind am Abend dann in den Ölberg gegangen, Garten Gethsemane. Dort hat Jesus gebetet und gerungen und die Jünger sind eingeschlafen, haben nicht mit ihm gewacht. Irgendwann in der Nacht kamen dann die Soldaten und so weiter. Judas auch, der Jesus verraten hat mit einem Kuss. Und dann springen wir vorwärts zu Vers 50. Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du hier? Das finde ich eine unglaubliche Situation. Dieser Judas verrät Jesus, das sind diese Soldaten, eine aufgeheizte Situation. Und Jesus sagt zu ihm: Freund. Freund. So ein Ausdruck von offenen Armen. Ich will mit dir sein, ich will für dich da sein. Jesus sieht wahrscheinlich auch voraus, dass es Judas reuen will. Und es ist eine Einladung: Hey, ich will dir vergeben, ich will dein Freund sein. Jesus wurde festgenommen, abgeführt, es gab Verhandlungen. Wir lesen weiter, Matthäus 27, ab Vers 3. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, für diese 30 Silberstücke, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück. Und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu. Ich habe nur gedacht, das sind die Führer, die Hirten Israels, oder? Kommt einer mit Reue und will Vergebung bei Gott suchen und sagt: Ja, schau du selbst für dich. Aber leider hat Judas nicht verstanden, dass Jesus sein Freund sein möchte. Es heißt dann weiter: Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Einen sehr traurigen Ausgang. Die obersten Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: Wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil es ist Blutgeld. Nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie dafür den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Die 30 Silberlinge sind in den Tempel geworfen worden, den Töpfern hin. Und tatsächlich, die Herde Gottes, die Juden und die Völker, die Römer, die Machthaber, haben Jesus zum Tod verurteilt. Er wurde ausgeschmäht, gefesselt, misshandelt. Er selbst, der gekommen ist, um den Schlachtschafen Rettung und Linderung und Heilung zu bringen, hat sich selbst zum Schlachtschaf gemacht. Er wurde auf Golgatha geführt, gekreuzigt zwischen Verbrechern. Es wurde dunkel mitten am Tag. Jesus hat geschrien: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenig später hat er nochmals geschrien mit lauter Stimme und gab den Geist auf. In diesem Moment ist der Vorhang im Tempel verrissen. Eine neue Zeitrechnung hat angefangen. Der neue Bund, von dem Jesus geredet hatte, wurde Realität. Und es gab so Leute am Kreuz, die zu den Elenden gehört haben, zum geistlich Demütigen. Die haben plötzlich gemerkt, was da passiert. Und die Leute, die dort standen und der Hauptmann, die haben gesagt: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und haben erkannt, was da vor sich gegangen ist. Das ist die Botschaft von Karfreitag.
im Sacharja, im Alten Testament, in diesem Propheten. Und es soll auch eine Ermutigung sein für uns, diesem Ruf von Sacharja zu folgen und selber die Ohren aufzutun. Sacharja hat gerufen und gesagt, anders formuliert, dieser Hirte, der kommt, nehmt ihn an. Seid demütig in eurem Herzen. Seid arm im Geist. Gesteht ein, dass ihr diesen Jesus braucht, diesen Hirten, der kommt und sich selber zum Schlachtschaf macht für die Herde. Nehmt das an, was er getan hatte, als er ans Kreuz gegangen ist, um diese Distanz zu den Menschen zu beenden. Es ist aber auch ein zweiter Ruf von Sacharja, der sagt, Jesus ist gekommen als guter Hirte, der sein Leben lässt, aber der auch seine Schafe weidet. Du darfst dich deinem Hirten anvertrauen. Er schaut gut für dich. Er hat den Stab der Freundlichkeit. Also auch ein Ruf, du darfst dich ganz dem Hirten Jesus anvertrauen. Er ist der einzig gute Hirte, der wirklich alles hat, was wir brauchen, der den Durst unserer Seele stillt, der mit den Bedürfnissen und unseren Herausforderungen im Alltag klarkommt, der uns auf grüne Auen führt und zum frischen Wasser. Es ist aber auch ein dritter Ruf von diesem Sacharja, diesen Jesus, diesen Hirten nicht für gering zu achten, nicht mit 30 Silberstücken irgendwo abzuzahlen, sondern Jesus diese Ehre zu geben, die ihm gebührt. Ihn zu loben und ihn zu preisen und seinen Namen groß zu machen. Dankbar zu sein für das, was er getan hat. Es ist auch ein Ruf, Jesus anzubeten, mit unseren Worten, mit unserem Leben. Ich möchte uns einen Moment der Stille geben, wo wir selber ins Gespräch mit Gott kommen können. Diese Rufe dieses Zacharias, vielleicht gibt es einen Ruf, der auch dich anspricht. Ich möchte dich einladen, einfach mit Jesus ins Gespräch zu kommen, dass er mit dir reden darf. Vielleicht ist es dran, wirklich zu sagen, ich will diesen Jesus annehmen, diesen Hirten. Ich will mich ihm ganz anvertrauen, vielleicht auch neu. Oder ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Vielleicht spricht dich Jesus mit etwas ganz anderem an. Danke, Jesus, dass du gekommen bist als guter Hirt. Und du warst dir nicht so schade, dich selber zum Sklaven für uns Menschen zu machen. Es ist etwas Unglaubliches, dass du als Gott mit aller himmlischen Herrlichkeit dich selbst erniedrigt hast bis ans Kreuz. Um uns zu dienen mit deinem Leben. Ja, und Jesus, wir sind gerufen, dich anzuschauen, was du getan hast, zu sehen und demütig zu werden im Herzen und zu erkennen, dass wir dich brauchen, dass wir deine Vergebung brauchen, dass wir dich als guten Hirten brauchen, der uns immer wieder zum frischen Wasser führt, dass wir dich brauchen, Jesus, als einzigen Weg zum Vater in alle Ewigkeit. Denn du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben in Fülle. Und Jesus, es betrübt mich manchmal auch, wenn ich sehe, wie gering dich viele Menschen achten. Du, der du alles für uns gegeben hast. Und so bitte ich dich, zeige uns ein Stück mehr, wer du bist und was du am Kreuz für uns getan hast. Wie sehr du uns liebst, dass du diesen Weg gegangen bist. Und dass du auch heute, in diesem Moment, unser guter Hirte sein willst. Und wir wollen, Jesus, deinen Namen groß machen und dir alle Ehre geben. Mit unseren Worten und mit unserem Leben. Weil das ist das, was dir gebührt. Amen.
Wir möchten in eine Zeit kommen, wo wir einfach diesem Hirten, diesem Jesus begegnen möchten. Mit dem nächsten Lied, Lead Me to the Cross, einfach zum Kreuz geführt zu werden. Und dort Jesus begegnen können, ihn anschauen, mehr erkennen, was er für uns getan hat. Auf diesem Berg, an diesem Kreuz. Wir werden nachher auch die Zeit fürs Abendmahl haben. Einfach eine Zeit, um Jesus zu begegnen, an seinem Kreuz zu sitzen, uns von ihm weiden zu lassen und führen zu lassen.